Meng deichter hemischt. Wien aus de Märder vum Franz Pommerei. Meng deichter hemischt aus en historischen True Crime Podcast vom Letzebäuer Wort. Diese Podcast basiert op tatsächlichen Evenementer, der aus Zeitungsartikeln an Originaldokumente aus dem Enquetendossier so weit wie möglich rekonstruiert goufen. 8 Episode vu Meng deichter hemischt mir noch 100. Dat huet ugefangen de 7. Juli 1906 an der Petrus. Do de Joke Kurier vun der Eisebund eng Leiich von. Das Lonkabi war an engem Hang, hat den Hals opgeschnitten an Boxeruf. Das ziemlich sehr klar, dat dem Sexualmord geht. Rechten Dach no getleich identifiziert, dass de Jean-Pierre genannt Franz Pommerel. 16 Jahre alt aus der Aale Avenue. Für dicht gëtt noch geguckt, fir als dem Franz eng lachte Stunden zu rekonstruieren. 3 Zeilen hun jener Bekleedung vun engem anderen, unbekannte junge Mann gesinn. Beit wäre ganz vertraut gewircht. Et ginn awer auch sehr aner Verdächtiger. 2 Junke aus dem Hafendal beispielsweise, die kurz Leich fand gouf nëmmen e paar Meter vun do an ein Kutsch Richtung Belsch geklomme sinn. Aber auch 2 Franzésisch Deserteuren. Et kën doch zu masseg Denunziationen. Et ken de Mengen bei der sich no Verdächtegen, ginget scho bald duergoen, dat nëmmen mengt in andere wie homosexuell fir dat de verhaft gëtt. Nieft Homophobie weist sech auch eng deitlech Xenophobie, fir an allem géint Deitscher. Rümmerer machen der recht. Eng latent Homophobie kräen auch beispielsweise 2 Brüder aus enger bekannter Stadt der Geschäftsfamilie zu spieren. Besitzer vom Monopol. Sie wären direkt no Mord und als im Franz verschwonnen, sie hätten sich bei der Justiz freikauf, gingen sich am Ausland verstoppen, heget an der ganzer Stadt. Verhaft geht aber auch Künstler, den als Rattenfänger von Hameln zu Lützeburg auftritt. Et weist sech och, dat Petrus an der Zeit um 1900 e beleefte Sextref an der Stadt ass. An dobei geht doch man net nimmen Prostitution. An am Park schreift den Unbekannten nimm vun de Märder mam Fanger an de Sand. Sogar Frage geroden in der Verdacht, obwohl ja eigentlich alle so bemannert Sexualmörder hindert. Ganz besonders interessierende Enqueteure für eine jung Prostituiert, die als Knetschmarie bekannt ist. Am Busch bei Träger geht dann ein anderer junger Mann vergewaltigt. An Spur vom Täter feiert der Plötzeburg. An do können an der Stadt der Bierdergas zu engem weiteren extremst blutesche Mord. E staatbekannte Cafetier an Zohälter krit von engem Klion den Hals abgeschnitten. Blut lebt vom 1. Stock bis hoch op d'Stross. Am August 1910 feiert ja no Mord an der Petrus geht dann den erste von den 2 französischen Deserteuren verhaft. René Florentin Fort. Zu Bresel entwutscht den aber und dafür schickt den Untersuchungsrichter Georges Faber den Enquete von der 1. Stunde lädt sein bester Mann op 90. Da geht der Fort dann noch verhaft. 1913 erschenkt dann an enger Pariser Zeitung ein Artikel, an dem ein Psychiater von Metz 2 von seinen Patienten beschreibt. Ein davon hat einen Mord begangen. An dem Mord passt genau bei dem Mord an unserem Franz. Aber der Psychiater will nicht so, wie seine Patienten sind. Dafür gerät noch von seinen Bekannten, ein bekannter Lützeburger Schriftsteller, der sich an Belsch exiliert hat, und wie sehr von der Enquete, der Felix Servet. 1914 gelingt es dann noch endlich, den 2. französischen Deserteur zu fänken, den Alexandre Pierre Viau. Aber bei einer Konfrontation mit einem Zeuge geht den entlarvt und den Untersuchungsrichter muss laufen lassen. Ja, das waren in der Tat 8 sehr, sehr spannende Episoden. Es bleibt allerdings zum Schluss noch eine Frage und es ist, glaube ich, die Frage aller Fragen. Was glaubt ihr denn, wer war der Mörder von Franz Pommerel? Der Verdacht gegen die 2 französische Deserteuren Fort und Viau, die von Anfang an zu den Verdächtigen gehören, steht eigentlich auf dünnem Eis. Weil wirklich nachweisen kann in ihnen nicht. Es ist aber absolut nachvollziehbar, für was sie so stark am Mittelpunkt von der Enquete stehen. Mit ihrem unehrlichen Lebenswandel und ihre vielen Lügen sind sie einfach perfekt Verdächtiger. Als Erfahrung ging es so einen, den so etwas möchte, also nicht nur eine Menschen bei einem komplett handhaltig anderweise dort machen, mit dann noch mal eine Messe und der Leiche rumspielen, den möchte das nicht so einkehren. Aber vielleicht schon 4 Runden mal etwas in die Richtung und dann noch nur einkehren. Häufig könnte doch zu einer Zucht Eskalation. Aber über andere oder ähnliche Fälle hat er an der Gegend tatsächlich nicht bekannt. Der Psychiater ist für uns eine ganz interessante Spur.
Aus engem Zeitungsartikel stehen Detailer dran, die für uns zumindest ferm no Täterwissen ausgesehen. Durch die Sachen, die ganz einfach nicht wieder wissen kann. Zum Beispiel stung näherens so im Detail, wie genau die Victim am Intimbereich verstümmelt ginas. Andererseits kann das aber auch eine banale Erklärung sein. Weil das ja noch Doktor mehr detailliert darüber geschwatzt gehen, wie so an der Öffentlichkeit. Mit den Dokumenten aus dem Ermittlungsdossier und dem Zeitungsartikel aus der Gazette Médicale de Paris von 1913 können tatsächlich den Eindruck haben, den Dr. Vitry hat die Geschichte mit Mord vielleicht just abgeschnappt, also dann bis sie ausgeschmückt, für sich damit wichtig zu machen. Aber das entspricht aber absolut nicht dem Bild, weil eine rezent wissenschaftliche Recherche über den Theodor Vitry vermittelt. Zum Dr. Vitry hat er nämlich auch eine Message geschickt, an dem er gesagt hat, seiner Meinung nach wird Vitry ein ganz interessanten, aber undurchsichtiger Personage, den er nach viel Dave misst studieren. Dat haben wir auch zu Herzen geholt und tatsächlich wurde eine Lützebauer Fachzeitschrift für Geschichte sich recht letztes Jahr am Leben vom Dr. Theodor Vitry befasst. Ja, und das geht dem, was am Mordartikel steht, tatsächlich ein anderes. Den Dr. Vitry hat nämlich zeitlebens viel psychiatrische Fallanalyse veröffentlicht. Er möchte dabei auch einen sehr Eindruck. Also nicht die von einem Wichtigtour. Als kurzer Rappel von der 8. Episode. 1913 hat ein Dr. Fumatz an einem Artikel an einer Pariser Zeitung die Lebensgeschichte von 2 Patienten einer homosexueller Koppel erzählt. Und an der Koppel wird den einen Intellektuellen und den anderen ein Sadist. Und dieser Sadist hat an der geringe Promenade von einer Stadt einem jungen Arbeiter den Hals abgeschnitten und dem Toten entfernt. Und die Geschichte deckt sich absolut mit dem, was man da im Franz Pommerl den 7. Juli 1906 an der Stadt an der Petrus geschieht ist. Den Autor, eben ein Dr. Vitry Fumatz, will dem Untersuchungsrichter aber nicht so erwähnen, der mehr da ist. Er behauptet sich darauf, dass der Mord, von dem hier in dem Artikel schwätzt, gar nicht zu Lützeburg geschieht wird. In ganz Europa ist aber eigentlich kein anderer so Fall bekannt. Weil das wäre ja dann an der Serientäterhypothese mehr wie interessant gewesen. Mam Nervenarzt, Autor und Regionalhistoriker Theodor Vitry setzt den Autor Klaus Meyer sich letztes Jahr, also 2024, an der Publikation Hemischt Zeitschrift für Lützeburger Geschichte über bald 40 Seiten auseinander. Komm, wir gucken das mal ein bisschen mehr genau. Den Theodor Vitry ist nicht vom Metz, aber von Rolling bei Mirsch. Er hat sich später zu Träger und ab 1909 oder 1910 eben auch zu Metz gelebt. 1935 hat er sich auf Lützeburg Zeit gezogen. Geboren ist 1871 mit einem unbekannten Pap. Das hat dazu geführt, dass hier regelmäßig von anderen Kindern harceliert wurde. An der Schule ist er zusammen mit Nick Welter gegangen, zu Lützeburg ein ganz bekannter Autor, mit dem den Theodor Vitry auch sein Leben lang freundschaftlich verbunden war. Überhaupt scheint Vitry gut vernetzt gewesen zu sein. Der Vitry war, wie es heißt, ein guter Schüler, Student. Er hat für Chemie studiert, dann noch Medizin, und sich an Psychiatrie spezialisiert. 1903 hat er sich als praktischen Doktor an Spezialarzt für Nerven- und Gemütsleiden zu Tränen niedergelassen. Er war damals der nächsten bis zum Zweiten Weltkrieg anscheinend durch den einzigen Doktor an der ganzen Region mit der Spezialisierung. Ganz besonders hat er sich aus psychiatrischer Sicht mit religiösen Themen befasst. Das beispielsweise am Kontext von Visionen, religiösen Ekstasen, Stigmatisierung und sogar Exorzismus. Das Mystisch war ihm offensichtlich wichtig. Und da hat er sich auch mit regionaler kulturhistorischen Aspekten befasst. Zum Beispiel mit Besessenheit und Hexenwahn. Und über die geschichtlichen Hintergründe hat er richtig viel publiziert. Überhaupt hat er, wie Hemischt schreibt, während seiner Zeit zu Trier eine ausgedehnte Publikationstätigkeit betrieben. Und dazu gingen viele Erfahrungsberichte gehören, oft kurz Fallvignetten. Und die gaben einen raren Abblick an psychotherapeutische Praxis von einem Doktor aus der Zeit ermöglichen. Vom Vitry seine Kehrthemen, als wie man in der 8. Episode schon gesehen hatten, Homosexualität. Wie haben das die U-Geburt? Das sind alles Aussagen, die auch aus seinem Artikel über den Mord vorkommen, von dem hier an der Gazette Médicale de Paris schreibt. An der weist flagrant Ähnlichkeiten mit Mord und einem Franz Pommerl ab. Aber bon, auch von alles der Neuheit, dass den Zusammenhang mit Pommerl-Mord gibt, bringt ein Zeitungsartikel der Ermittlungen nicht weiter. Für uns bleibt es aber die gliederste und vielversprechendste Spur an all den jahrelangen Enqueten.
Ja, die Dauer der Ermittlungen ist in diesem Fall überhaupt außerordentlich beeindruckend. Genauso wie die Verbissenheit, mit der der Untersuchungsrichter George Faber über fast 25 Jahre lang ermittelt hat. Habt ihr denn da überhaupt noch den Überblick behalten? Da ist viel geholfen, dass wir bei der Vorbereitung vom Skript all Einzelgeschichte als eigenen Kapitel behandelt haben. An der goffen Moment 27. Wie viel Verdächtiger das waren, nur mal nicht nur gezählt, man sind da sicher mehr wie 27. Ja, du hast viel zu Summe kommen von Zeitungsartikeln aus der E-Luxemburgensia, iwwer als hausegen Zeitungsarchiv, open Online-Quellen, an natürlich den Instruktionsdossier, denen so weit wie noch 10 Ziffere war, auch unmoßig viel Detailwissen man zu spurt huet. Ich war laut vielleicht Wochen nach einmal etwas nachgucken zu den Briefen aus Kanada, von denen man der 8. Episode ganz kurz geschwärzt hat. Aber ich ein Dossier aus einer großen Kartonskiste abgemacht habe, war ziemlich deutlich zu erkennen, dass du mittlerweile auch andere Leute nur mehr am Dossier gelesen haben. Vielleicht auch, weil sie den Fall durch unseren Podcast kennengelernt haben. Woran war das zu erkennen? Das Dossier besteht aus 100 Seiten, das sie größtenteils handschriftlich rapporten. Wie ich angefangen habe ich von der Sortierung her den Eindruck gehabt, dass da für mir da war, der ein bisschen mehr sehr durchgegangen ist, sich eben süß für bestimmten Teile vom Dossier interessiert hat. Neben den Ziffern von den Rapporten war da wenn auch schon eine Herausforderung, ein bisschen Ordnung und Überblick an den Dossier zu kriegen. Aber wenn an der Ordnung auf einmal etwas ändert, dann merkt ihr schon, dass da noch ein anderen drauf war. Und plus bei den Kanada-Briefen war es so, dass die Leute hinter kurzem mit einer Plastik-Bürosklammer zusammengehalten haben, die vorher nicht da war. Jetzt spreche die Briefe schon zum zweiten Mal an. Was hat es denn damit auf sich? So kommen 1927 und 1930 zu Lützburg direkte Purbriefe aus Kanada an. Den Autor also gewissenen Nicolas Paulus wird ausgeseit ein Lützeburger Auswanderer zu Montreal. Den adressiert sich für Dicht und den Gendarm Hostad. Wir erinnern uns, dem Untersuchungsrichter George Faber sei beste Mann. Der Nachschreibt hier direkt in den Park an der Stadt erfordert diesen ob die Aussage von 2 Landsleuten, Jean Lazare und dem Jean Zuhang zu überprüfen. Weil hier gegen Mengen, hier wäre ein ganz groß Kriminalaffäre kommen. Der Paulus sieht dann, er hat schon 1927 einen Streit zwischen der Lützeburger Koppel Lazare und Zuhang nur gelauscht. Dabei wäre dem eine Schuld von $1 gegangen. An zu einem gewissen Moment hat sie zu ihm gesagt, wenn ein Pomerel-Affäre nicht gehen hat, dann hat sie hier schon lange am Stock gelost, aber wie auch überhaupt niemand nach Kanada gegangen. «Oh du dumm Sau», hat der Lazare geantwortet. Und damit tut es sich eigentlich auch schon. Der Rest von den Aussagen aus den Briefen sind ein bisschen schwer nachzuvollziehen, auch wenn es der schwierige Handschrift und massige Schreibfehler. Und das ist ehrlich gesagt auch wirklich ein komisch Suite von Sätzen, wo ihr nicht richtig versteht, was der Message dann eigentlich soll sein. Kurz gesagt, dir wird darüber rauslaufen, dass hier die zwei damit konfrontiert wird, und sie komisch darüber reagiert tun. Was der Untersuchungsrichter George Faber davon erhält, als mit Bleistift erste von den Briefen zu lesen. Ne peut être considéré comme utile, pas de précision, classé respectivement ajouté au dossier. Und das datiert auf den 5. April 1930, also 23 Jahre, 8 Monate und 29 Tage, nachdem es dem Franz Pomerel sein Gleich an der Petrusfond ging. Seid ihr euch ganz sicher mit der Zahl? Ich hoffe halt wirklich, dass wir uns nicht mal so Sachen blamieren. Weil als Nullausterer gucken wirklich alles ganz genau und schreiben auch dann, wann etwas nicht abgeht. Mir hatte beispielsweise ein Kehr das falsche Datum vom Fund von Franz Pomerel Singer Leich genannt. Der 6. Juli 1907 am Platz 7. Juli 1906. Und zack, direkt ein Mail gekriegt. An der 5. Episode beim Mord an der Bierdergas hatte Mörder an der Illustration Messer an der linken Hand. Am Text war der wanderiert so. Und an derselben Episode schwätzen wir von den französischen Gendarmen diesseits der Grenze von Bierles. Im französisch-deutschen Krieg von 1871 schon Großteile von Lothringen aber zum Deutschen Kaiserreich gehört. Das bis 1918 nach dem Ersten Weltkrieg. Allein bei Deutsch Haute war man in dem Kontext ernimmt und hätte Frank eigentlich schon müssen fallen. Warum habt ihr euch denn eigentlich dazu entschieden, einen historischen True Crime Podcast zu machen? Ganz einfach, weil so ziemlich alle zeitgenössischen Geschichten eigentlich ausgelutscht und dort geknatscht sind. Ich meine, bei einer weiteren Erzählung von der Waldbüller-Affäre oder dem Bommelier hat mir es selber gelangweilt. Dagegen sind all die Milieustudien an zeitgeschichtlich Vorgängen, die sich aus dem Pomerel-Dossier gehen, natürlich unmussig spannend. Denken wir mal süß und ein Tinder von 1900 an so Sachen. Spannend war auch technische Umsetzung.
Wann so groß True Crime Podcasten am Ausland guckt, durchstills ein ganz Redaktion durchhannert, mit Autoren, Dramaturgen, Realisateuren, Regisseuren, Produzenten und Präsentateuren. Wir sind aber ein kleines Team und wenn den als Aufspann lauscht, kommen immer dieselbe Spuren. Wir zwei, du Marc als Produzent, als Grafikerinnen Mara und Sabina, die es allwo eine neue Illustration gemalt tun, und ein weiterer Grafiker, der Chris, den die Musik gemacht hat. Wir können aber für allem unsere Kollegen dankbar sein, die immer den Kap hier gehalten haben, wenn wir im Podcast geschafft haben, und dafür nicht oder Männer an der Tagesaktualität mitgeholfen haben. Besonders witzig finde ich immer fand, dass an der Redaktion allem ständig vorkommen, als wenn ich als Podcast an der kommen gebe. Und dass mir die Kollegen bis zum Schluss zwar immer im kleinen Detail aus der Geschichte verraten, aber nicht das Ganze, für das einfach spannend zu halten. Auch an der Redaktion hat also außer Eis keinen die ganze Geschichte kannt. Sogar 12 von den Episoden war es klingt Staatsgeheimnis, weil am Laufe der Geschichte zu allem Moment fertig hätte können sein. War es aber nicht. 23 Jahre lang. Wenn in den natürlichen Vorwärts von Journalisten kennt, da will sehen, dass das denen natürlich nicht gefällt. Bei seinem Ruffel immer jederin direkt alles wissen. Wir haben aber den Deckel drauf gehalten und die Leute gesagt, das hier dir in der nächsten Episode von Meng Deichter hemischt, den historischen True Crime Podcast vom Lützeburger Wort, immer sonntags auf Vorderlu und nur auf Spotify und Apple Podcast. Dem geschichtlichen Kontext kommt im Podcast ja eine ungeheure Bedeutung zu. Wie sahen eure Recherchen dann aus? Wir schon im August 2023 angefangen, um die 4 Beredungen zu schaffen. Demut schüsst wie die Luxemburgansia, das Digital-Zeitungsarchiv von der Nationalbibliothek. Du hatten mir dann noch ziemlich sehr 32 verschiedene Geschichten identifiziert, wo mir gemerkt haben, dass sie interessant wären, erzählt zu gehen. Wir nutzen dann alles, was wir durch Open Source Fund und Summe gepackt und daraus jeweils ein kleines Resümee zu vorbeigebracht. Demut war die Idee nach, für an alle Episoden eine andere Geschichte zu erzählen. Schon da hat der Pomerel-Fall aber schon so rausgestochen, dass er prädestiniert war, für als erste Episode behandelt zu gehen. Er hat sogar schon ein echtes Skript für eine Podcast-Episode zum Mord an der Petrus geschrieben. Das war im Dezember 2023. Aber du kam etwas, wo wir in dem Moment, an dem Ausmaß nicht gerechnet hatten. Wir hatten generell bei den Nationalarchiven angefragt, ob sie zu denen Fall etwas hatten. Und du hat sich auch ein ganz live Madame gemeldet, die gesagt hat, sie hat 2 Köchte mit Dokumenten vom Mord um Pomerel. Das war natürlich Wahnsinn. Den eigentlichen Dossier war nur ist enkelcht, und die war voll mit handgeschriebenen Dokumenten, Fotos, also auch Beweismittel. Der haben wir ja in Artikeln zum Podcast nur auch online an der Zeitung gewiesen. Der kompletten Enquetendossier geht von 1906 bis 1930. Das war sensationell und hat natürlich alles verändert. Wir haben den einfach nochmal bei 0 angefangen. Auf viel Zeit mit handgeschriebenen, gar nicht so easy zu entziffernden Dokumenten verbrücht. Wir sind auch eigentlich kein professioneller Podcaster, das ist unser Side-Projekt und dem wir einfach immer geschafft haben, war gerade Zeit der Gelegenheit war. Für uns ist das aber auch alles nach Learning by Doing. Ich meine, dass wir alles beigelehrt haben, was den hoffentlich auch am Laufe der Episoden raushört. Besonders spannend waren die ganzen Fotos, Skizzen und Police-Rapporten, die ja alle authentisch waren. Ganz speziell war zum Beispiel das Nüchternöppisch, was an der Petrus-Fund war. Und auch das leider in einer Envelope im Dossier. Ich hatte am ersten Moment gemeint, das wäre weiter Foto und mir hat sich irgendwie komischer gefühlt. Du hast den Envelope ganz vorsichtig abgemacht und da war dann eben ein Stoff Nüchternöppisch. Du mir für dich mal gerätselt, was das dummer auf sich hat. Et lang um Leiche von der Petrus an Ted können e Spurenträger sehen. Die Foto und davon sieht er beispielsweise am Online-Begleittext zur 4. Episode. Am Dossier hat sich auch noch etwas ernst gewiesen. Den Eindruck, den an der Presse vermittelt gouf, die Polizei ging kaum viel Gescheites an der Enquete umrappen, a quasi warten, bis ihnen der Mörder an der Grab fällt. Das hat aber nicht der Realität entsprach. Et gouf enorm viel erholt für den Mord abzuklären. Ein gut Beispiel für zu weisen, wie weit das damals gegangen ist, aus dem dodischen Mupp um Bourbons-Plateau. Der war ja kurz nach Pomerel-Mord gefunden gehen. Von dem Mupp gouf dann auch eine Autopsie gemacht, für nur Zusammenhang zu sichern. Was hat die ergeben? En ass mat Arsen vergëft ginn. An d'Enqueteure sind davon ausgegangen, dat den Express dahinter gelöscht gouf, für sie zu verappeln. Auch spannend zu sehen, als wie die Presse damals geschafft hat. Wie eng Zeitung etwas geschrieben hat, an die anderen Zeitungen dieselbe Bulletten darauf probiert, mit ihrer eigenen Zoos weiterzudrehen. Interessant ist auch der Weg von den Sourcen noch zu verfolgen. Wir haben sowohl den Enquetendossier wie auch die Presseartikel geguckt.
An Heinz Domerk, den der Zugs ganz no Dossier war. Du geseide so aus, wie war wohl den een oder anderen Gendarm oder Polizist heimlich an den Enquetendossier gucke war, an du mat dem, wat du gesinn huet, press gefiedert huet. An déi Source sind dabei op dieselbe Schwierigkete gestös wie mir, Handschriften zu entziffern. Da kommen dann so Detailer wie dem Vorsing Originen, Slassé am Platz Placé oder auch dem Vio sein Numm. An der Zeitung stung dem mit OT, a Wegkeet, dass da war mit AUD hande gewischt. An das auch ganz speziell wie d Press demos mat Rümeren ëmgangen ass. Juna ist demole Journalistekollegien naweil ganz gerne mat geholl, an dobei awer immer probiert sech serieuen Ustrich zu ginn. Für dat net zuviel opfällt, hu se sich dann als bësse mi wag gehalen. Da kommen dann noch immer ganz viel Non-Dien ans Spiel. Also Sachen, die an den Artikel just ugedeut goufen, aber ganz bewusst net ausgeschwart. Das Nicht-Gesagte also. Apropos, wo kommt denn eigentlich der Name des Podcasts her? Lützeburg als Kemarieland an dem nächt geschieht. Lützeburg hat eng richtig deichter Tradition und fehlt net makabren an düstere Geschichten, wahre Geschichte. Et ja den immer, dat alles haut vielmi schlimm wie früher. Ma das aber nicht so. Gar war schon immer ernst, de Grundprison war schon immer überfüllt und Mordrat war früher definitiv vielmi hoch wie haut. Et ist just Population, die an Zwischenzeit deutlich mi groß ging ist. Dat mischt den Unterschied, mehr Leute, mehr Fall. Ich silo 26 Jahre am Journalismus. Und ich habe mich 20 Jahre stark auf Kriminalitätsthemen nach FDW fokussiert. Dat Lützeburg kein Insel ist kein Geheimnis. Man lebt leid, los dich gesot sind, als hämisch zu den wirklich deichter Vergangenheit. Und wie sieht's aus? Werden wir in Zukunft noch mehr von dieser deichter Vergangenheit zu hören bekommen? So wie de Lu ausgeseit, können wir es drauf freuen, für 2025 und einer zweiter Staffel zu schaffen. Mandat sei dir dann an der zweiter Saison vu Meng deichter hemischt, den historischen True Crime Podcast vom Lützebauer Wort. De Podcast, den ich weist, weit deichter als hemischt wirklich ist. Halt, stopp, du hast noch etwas. Los du nicht. Weiß das detektivisch gespürt, erzählt das von ihrem Bauchgefühl, versetzt sich an die Rolle vom Untersuchungsrichter George Faber. Also da ist, wer merkt dir, dass der Mörder von Franz Pomerell ist? Aber weiter, geh nicht Piste, wo dir der Meinung sieht, dass die mehr Aufmerksamkeit an der Enquete verdient hätten. Schreibt das per E-Mail auf lokales@wort.lu, lokales mit K, am am Betreff Meng deichter hemischt. Und vergesst nicht, als am Detail zu erzählen, wie ihr zu ihrer Konklusion kommen seid. Voilà, Amelie. Und nun ein letztes Kehr als ein Aufspann für die Saison. Meng deichter hemischt als ein historischen True Crime Podcast vom Lützebauer Wort. Die Redaktion und Moderation sind von Steve Römisch und Sabrina Backes, Produktion, den Audioschnitt und Sounddesign von Marc Blasius, zusätzliche Sprecher Amelie Schröder und Marc Blasius, Illustrationen sind von Mara Monen, Sabina Palanka und Christian Mertes, de Cover aus von Mara Monen und Titelmusik von Christian Mertes.